Merci, Herr Präsident. Wir haben an den 2 Stunden Debatte, an der Deklaration vom Premier ein ganz riches Element erhören, wie den Dekonfinement der wenigen Etappen an denen nächste Wochen, wo an den nächsten Monaten funktionieren soll. Wir haben nicht darüber geschwärzt, wie eine wirklich Exit-Strategie aus der Problematik vom Coronavirus ausgesehen. Und das hat auch sehr guten Grund, weil es nicht so einfach ist. Der Coronavirus zu verwandeln, gibt es im Moment 2 Möglichkeiten, 2 Varianten. Die erste Variante besteht darüber zu hoffen, dass es einen Impfstoff gibt, wo zwar auch schon in der Vergangenheit immer gesagt worden ist, man wäre kurz vor dran, aber bislang noch nicht da ist. Und Experten aber noch immer so, dass es 9 bis 18 Monate dauert, bis so ein Impfstoff da ist. Und die zweite Variante besteht daran, den Kurve von den Infektionen so flach zu halten, dass man über einen gewissen Zeitraum 60 bis 70% von der Population sich ausstößt und damit da quasi einen automatischen Schutz von der Population entsteht. Aber auch diese Variante dauert rund 9 bis 18 Monate. Ich sage das, weil man es bewusst sein muss, dass die Problematik vom Coronavirus eng ist, mit der wir noch ganz lang an unserer Gesellschaft werden müssen befasst sein. Und dass es darüber sicherlich keine einfache Lösung gibt. Wir werden noch ganz lang mit diesem Virus geplagt sein. Dafür muss man sich fragen, wie wir das dann aber nach ganz langer Zeit am besten organisieren. Und zwar so organisieren, dass wir die Bevölkerung am effikassten schützen, sowohl für den Virus wie auch, und da will ich insistieren, für dem, was der Premier Kollateralschäden genannt wird, die entstehen können durch Mesuren gegen den Kampf gegen den Virus. Ich will durch an den paar Minuten auf ein paar Bereiche eingehen, wo sich das Frauen abdrängen, angefangen am Gesundheitssektor. Es ist absolut bewundernswert, da einer Herkules-Arbeit et fertiggebracht ist, also den ganzen Spitalsektor komplett umzubauen und so anzurichten, obzwischen von der Pandemie. Das geschieht an einem kollektiven Kraftakt von einer, ich meine, dass ich das wirklich so kann, historischer Dimension, vom gesamten Gesundheitspersonal, dem unseren tiefen Respekt gehört. An der ganz schlimme Peak, der gefährdet ist bislang glücklicherweise ausblieben. Aber du weinst du noch müssen ein ganz rich, nicht so urgent Operationen noch Hand verloren gehen. Aber man kriegt noch immer mehr Messagen, dass Leute sich nicht so soignieren lassen, wie das nötig wäre, sowohl an den Spitälern wie auch bei den Doktoren, teilweise aus Angst vor einer Ausstechung, teilweise aber auch, weil Leute mengen hier klängen, Bobo, wie nicht so dramatisch, und es geht schon gut, wenn ihn just nach ein paar Tage weiter auf die Zähne beißt. Das ist aber auch eine immer mehr große Gefahr für die öffentliche Gesundheit. Dafür muss man ganz dringend aufpassen, dass die ordinären medizinischen Akten nicht vernachlässigt gehen. Und auch hier braucht man ganz klar Konsignen von und Gesundheitspersonal und auch und Leute alle gut dabei sind. Wir müssen auch am Gesundheitssektor zu einer neuen Normalität mit dem Virus finden, den einer Krankheitsbilder nicht vernachlässigt. Zweitens, die Schule. Neben dem öffentlichen Gesundheitswesen ist die öffentliche Schule den zweiten großen zivilisatorischen Fortschritt vom 20. Jahrhundert. Nicht nur, weil Bildung ein Grundrecht ist, was für engem zusteht, aber auch, weil es die Verantwortung von der öffentlichen Schule ist, für, soweit es geht, ungleich soziale und kulturelle Startbedingungen bei den Kindern auszugleichen. Wir wissen alle gut, dass das lützebäuerische Schulsystem der Aufgabe seit Jahrzehnten nicht gerecht genug geht. Mir eine Schule, die just über Distanz funktioniert, der Aufgabe nach vielen Männern gerecht. Und es sind nur ein paar Wochen, dass die Schule eben so funktioniert über Distanz. Und wir schauen immer, es gibt hier im Land ein Digital Divide. Es gibt Schüler, die nicht die Möglichkeit haben, an der Weise und die Kuren teilzuholen, wie das nötig wäre. Also die von daheim aus nicht die Bagage mitkriegen, den die physische Distanz kompensiert. Es gibt ganz viele Kinder hier im Land, die nicht die Chance haben, ein Elternhaus zu haben, das auch an dieser Krise den nötigen Enkadrement bietet.
Für sie ist die Situation dramatisch. An all dat, wo die Schulen so bleiben, riskiert den Ekart von den sozialen Inegalitäten bei den Kindern noch mehr groß zu gehen. Das tut eine Langzeitwirkung für als ganze Gesellschaft, die enorm ist. Besonders schlimm ist es, wenn Kinder mehr jung sind. Weil wenn sie schon ganz jung den Abschluss verpassen, dann geht es später umso mehr schwer, für das nachzuholen. Dafür meinen wir, dass Grundschulen unbedingt nicht funktionieren müssen. Der Schulunterricht über Distanz ist keine Lesung. Wir riskieren einen ticken Zeitpunkt zu sehen, mit der das Land dem nur wenig nach Jahrzehnten Not zu dienen wird. Dafür ist es wichtig, dass die Schulen nicht abgehen. Es ist aber auch wichtig, dass das in denen Sicherheitspräkautionen geschehen kann, die nötig sind. Und da stellt sich unbedingt froh von den Infrastrukturen. Es sind froh zu hören, dass das Edukationsminister mit den Gemengen, die für die Infrastrukturen von der Grundschule responsabel sind, anfängt zu dialogieren. Aber das hat an Eisen an, aber auch schon echter Misse geschehen, gerade so wie Zusammenarbeit generell zwischen Staat und Gemengen, wo besonders den Interieur bis für allem durch Absence geglänzt wird. Drittens, die Ökonomie. Ich will nicht auf die makroökonomische Krise eingehen, die sich überall aufzeichnet, aber vor allem auf die kleinen Betriebe, die am Ende just nach etwas haben, nämlich plagisch Existenzängst. Als Link begrüßen wir, dass am Dekonfinement weiter nicht essentiell Betriebe können abmachen. Wir kommen aber nicht der Lernst festzustellen, dass das altnächst für allem die grossen Surfassen an die multinationalen Schäden hilft. Die meisten Betriebe, auch für allem kleiner, müssen weiterhin so bleiben. Als Land riskiert, da man dann nicht nehmen, dass viele Kleinbetriebe es unverschuldet nicht packen. Wir riskieren auch eine weitere Konzentration von der Geschäftswelt auf Großbotten zu kriegen, die zwar über die nötige Reserve verfügen, zwar am Moment ein konkurrenzielle Vorteil par rapport zu den kleinen Unternehmen kriegen. Gar nicht davon zu schwätzen, dass doch die Großbotten sind, die in der Vergangenheit immer speziell Steuerfavore gekriegt haben. Andere Länder, Herr Präsident, gehen den umgekehrten Weg. Da können just Kleinbetriebe unter dem strikten Respekt für Sicherheitsmesuren abmachen, a Großsurfassen ab einer gewissen Quadratmeterzahl gehen echt als potenzielle Risiko gesehen, für sich unkontrolliert umzustürchen. Für was denken wir hier am Land nicht auch an die Richtung. Aber wie gesagt, mit denen Betrieben aus, die von ihrer Natur aus kein Social Distancing anhalten können. Coifferen, Bistroen. Wen sollen sie dann abmachen? Geschäfte, die auch eine wichtige Sozialfunktion in unserer Gesellschaft haben. Aber sie können nicht 9 bis 16 Monate werden. Da schaffen Zehntausende von Leuten. Das heißt, man muss uns ganz gut überlegen, ob und wie lange eine Gesellschaft ein Konfinement packt. Ökonomisch, asozial, ohne darunter zu zerbrechen. Herr Präsident, und das ist dann auch eng von unseren Hauptsorgen. Wie lange packen wir das als Gesellschaft? Weil das Konfinement ist etwas wieder Natürliches, etwas am Wurzeln Asoziales. Aber was kostet uns das Konfinement? Und ich meine, wir da keine Suchen. Wie sieht es aus mit der existenziellen Notsituation, die für viele Leute am Konfinement zusammenhängen? Wie ist die Entwicklung von den Suiziden hier im Land, von den schweren Depressionen, von den psychologischen Notsituationen, von häuslicher Gewalt und insgesamt von der menschlichen Verzweiflung? Herr Präsident, ich will zum Schluss ganz kurz eine Diskussion angehen, die am Kader vom Dekonfinement gefordert wird, an der die mehr als link als ganz gefährlich halten, nämlich der vom Geotracking respektiv von den sogenannten Tracing-Apps. Donieft, dass sie von Experten wie Haut de Moie noch nach am Tageblatt zu lesen war, als aktionistischer Blödsinn beschrieben gehen, weil die Effekazität gegen Null tendiert, also als Prinzip ein Frontalugriff und als Demokratie, als Bürgerrechte und als sozial zusammenleben. So Instrumente sind nicht ernst wie der verallgemeinerte Verdacht, Fugit verrengen, gegen Schitverrehen, und damit den Tod von der Gesellschaft. Wir unterstützen die Regierung an ihrer Auflehnung auf europäischem Plan gegen das überwachungsstaatliche Plan. Und ich kenne schon aber auch schon den heftigsten Widerstand und soll die Regierung unter wie engen Druck auch immer
Millimeter no gehen. Herr Präsident, wir müssen alle Gue lehren an die nächste Main mit der Realität vom Virus umzugehen. Ein Virus, für den noch immer kein Gegenmittel gibt. Wir müssen alle gut damit umgehen, man muss die Vulnerabelsten schützen, aber man muss noch als Gesellschaft, ja als Zivilisation schützen. Und zur Zivilisation gehört doch den Umgang mit Leben und Tod. Pappen, denen der Mensch nicht möglich ist, bei der Geburt von ihren Kindern dabei zu sein. Kinder, denen es nicht möglich ist, ihre Eltern an den Tod zu begleiten, sind Elemente von Zivilisation, die uns als Menschheit seit Jahrhunderten, Jahrtausenden ausgezeichnet haben. Wir brauchen da ein Zurück an einen Umgang mit Leben und Tod, den uns als Menschheit geprägt wird. Herr Präsident, ich von den größten Schriftstellern aus der Menschheitsgeschichte, den Dante Alighieri, hat für 700 Jahre als einer Divina Commedia Tell nicht als Feuersbrunst beschrieben, mehr als Meer aus Eis. Der Coronavirus darf als Gesellschaft nicht hinbringen. Merci vielmals, Herr Marc Baum. Letzter geschriebene Redner aus der honorablen Herr Sven Clement. Herr Clement, die Wort.